zu Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und daraus lasse ich welche ziehen. Diesmal von Stefan Fuß, dem gehört der Goldene Stern, das Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach. Hallo Stefan. Hallo, grüß euch. Welches geheime Talent besitzt du? Ja, so eine Art Multitasking. Ich kann viele Gespräche gleichzeitig belauschen und kann sie inhaltlich auch differenzieren und wiedergeben. Das heißt, Du bist ein Spitzel. Ja, schon eine Art. Das heißt, wenn ich hier im Restaurant sitze und mache eine Besprechung, dann kann ich auch hören, was ein, zwei Tische, was die sagen, und ich höre trotzdem, was an der Theke gesprochen wird, auch mit. Wow. Das ist jetzt nichts Trainiertes, das ist angeboren, denke ich. Was muss man in deiner Region unbedingt erlebt haben? Ja, München, Viktualienmarkt, generell. Wir sind nah an München, ne? Dann das Friedberger Schloss, die Altstadt in Aichach. Es gibt hier einfach viel zu sehen. Stadt oder Land? Beides. Also wir bevorzugen hier das Land, aber gerne, ich liebe Großstädte, also egal wo, New York, Paris, London, Wien, München, Berlin, alles immer sehenswert und alles immer sehr interessant. Was siehst du, wenn du aus deinem Fenster guckst? Hier in der Küche schaue ich am liebsten raus, da sehe ich, wie die Leute, wie die Gäste hier ans Restaurant anfahren, viele Bekannte natürlich kommen, wie die Leute ja meist hoffentlich zufrieden das Gasthaus verlassen. Das sieht man einfach hier durch das große Fenster bei uns in der Küche, und das ist ja ein sehr schönes Gefühl. Was ist für dich das schlimmste Bayern-Klischee? Weiß-blaue Tischdecke, Schweinshaxen, Schweinsbraten und Weißwurst. Aber Schweinshaxe, Schweinsbraten und Weißwurst ist doch lecker. Auf jeden Fall, aber schade ist es, wenn es halt einfach die fundierte Küche, was eben so viel zum Bieten hat, nur auf dieses reduziert wird. Maß oder halbe? Je nachdem. Also ich finde, Bier, Maß ist natürlich, gehört zusammen, aber eine gepflegte halbe, öfters nachgeschenkt, hat schon was. Wie hältst du es mit Tracht? Tracht finde ich super, aber dann sehr authentisch. Also Lederhose trage ich sehr gern, schöne Hemden, Janker, Dirndl, ist auf jeden Fall sehr schön. Haben wir hier jetzt nicht mehr so allzu viel, weil es sich hier einfach anders darlegt, aber Tracht ist super. Zu bestimmten Anlässen oder auch alltags? Ich finde es ganz cool, wenn jemand einfach immer seine Lederhose trägt. Was gibt's ja hier auf dem Land auch manchmal, aber prinzipiell schon zum guten Anlass. Wobei am Ende trägst auch du Tracht, wenn du deine Kochjacke anhast. Kann man so sagen, auf jeden Fall, ja. Man sollte ja auch ein bisschen die Leute einordnen können, und mir geht's oft so, dass die Leute, die man hier als Gäste sehr gut kennt, dann beim Einkaufen trifft und so weiter, und die kennen einen dann nicht. Also das hat schon alles seine Bestimmung. Nenn mir 3 berühmte bayerische Persönlichkeiten. Markus Söder, Edmund Stoiber, Franz Beckenbauer. Gibt es einen Unterschied zwischen Frühschoppen und Brunch? Also Frühschoppen natürlich gibt's in der einen Form mit Männern einfach, wo man gar nichts zum Essen braucht. Und ein Brunch mit einem guten Glas Schaumwein und ein bisschen was Feines zum Essen hat ja auch seinen Reiz. Also ist das der Unterschied? Es gibt was zu essen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Das in gemütlichen Tag reinleben und dabei was konsumieren, das war ja immer schon schön. Also das. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Perfekter Tag ist eigentlich schon eher ein Arbeitstag, weil ich einfach sehr gerne in die Arbeit gehe, und wenn wir hier einfach schön ankommen, jeder ist gut drauf, wir sind hier gut vorbereitet und machen einen schönen Mittagsservice, kurze Pause, schönen Abendservice, brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist für mich schon ein perfekter Tag. Wo wolltest du in Bayern immer schon mal Urlaub machen? Mich zieht es auf jeden Fall immer in die Berge, egal ob Skifahren, Motorradfahren, kann man ja an der bayerischen Grenze, sage ich mal, zu Österreich sehr gut, und da ist immer schön. Was wissen die wenigsten über Bayern? Dass Bayern sehr facettenreich ist einfach. Es gibt hier wirklich alles. Also wirklich, wie gesagt, München, tolle Großstadt, dann Alpen, einfach dieses Alpine und gleichzeitig ja auch in Schwaben diese, sagen wir mal, moderne gelebte Tradition ist sehr vielfältig. Was ist der schönste bayerische Fluch? Ich finde es ganz lustig, wenn man hier so über die Dörfer fährt. Am Ortseingang steht doch immer diese Geschwindigkeitsregelanzeige. C-Fix. Du bist von hierher gekommen. Obacht, C-Fix. Und es ist überall hier. Es ist in jedem Dorf. Wenn du von hier von der Autobahn kommst, die machen das selber in Eulersburg.
Und die haben, das macht ein Bekannter von mir, und die machen das je nach Geschwindigkeit. Da kommt entweder, bist du deppert? Bist du deppert? Gibt's auch super. Muss man halt aufpassen, dass man nicht, also ja, ich habe schon überlegt, ich fahre jetzt zu schnell und dann fotografiere ich das, aber das ist halt auch assi. Kannst du auch nicht. Ja, muss ja da erstmal hinbringen. Welchen Namen würdest du deiner Berghütte geben, wenn du eine hättest? Hast du eine? Nee. Welchen Namen hätte sie? Oben. Ja. Ja, kann man sich gut merken. Der Papa ist oben. Ja. Gibt es ein besonderes No-Go in einem bayerischen Wirtshaus? Weiß-blaue Tischdecken. Was ist eine bayerische Leibspeise und wo schmeckt sie dir am besten? Also sagen wir mal, ein gutes gegrilltes Händel ist schon was Feines in einem Bierzelt, vielleicht sogar auf dem Oktoberfest. Was wirklich auf den Punkt gebraten ist, gutes Ausgangsprodukt, das machen wir hier eigentlich nicht, weil wir machen hier keine Grillhändel. Aber sowas ist schon sehr fein. Was gehört zur perfekten Brotzeit? Da gehört schon ein bisschen was dazu. Also entweder ist es ganz puristisch, so ein bisschen eingemachtes. Früher haben wir hier ein bisschen so Glasfleisch gemacht, also so Schweinefleisch im Glas eingeweckt und das mit einem frischen Meerrettich und so weiter. Kann ich mir gut vorstellen, aber eine Brotzeit auf jeden Fall ein guter Wurstsalat, ein guter Käse und gutes Brot. Wie macht man einen guten Wurstsalat? Da gibt es ja viele verschiedene Themen. Wir bieten hier gar keinen mehr an eigentlich. Wir essen dann nur selber. Ja, weil es gibt ja Leoner Fleischwurst oder Regensburger, dann Stifte oder Scheiben, wie dick die Scheiben, mit Paprika, ohne Paprika, mit Käse, ohne Käse, rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln und so weiter. Wir haben von unserem Metzger einfach eine sehr gute Leoner Artwurst, haben ein Dressing aus Gurkensaft, gutem Essig, Essiggurken, eingelegte Radieschen, frischer Schnittlauch ist das Wichtigste, frischer Pfeffer ist sehr wichtig, Zwiebeln ist sehr wichtig, aber nicht zu viel und Käse ist auch gut und das reicht dann auch. Auf welche bayerische Tradition könntest du nicht verzichten? Aufs Weißwurstessen. Was ist daran die Tradition? Also man isst doch nur eine Weißwurst. Nee, das gibt's nur hier. Also in welchem Bundesland oder wo auf der Welt isst man gebrühtes Kalbsfleisch in so einem Wurstdarm in der Form mit Senf, frisch gebackenen Brezen und einem Weißbier. Also wir machen das hier natürlich nicht so oft, weil das ja auch nicht gar nicht so unser Ding ist, aber es ist einfach eine bayerische Tradition, da es wichtig ist, dass man einfach dieses Handwerk im jeweiligen Segment weiterhin gut betreibt, also egal ob das Braukunst ist, Bäckerei oder eben Fleischerei. Und das alles zusammen ist wichtig, dass das gut ist. Und das ist einfach was also sinnbildlich für diese Handwerke ist, was einfach nicht verloren gehen darf. Was ist das eigentlich mit dieser 12-Uhr-Regel bei der Weißwurst? Ist das egal. Also mir persönlich ist das egal, weil das kommt darauf an, wann du aufstehst. Wenn du um 12 Uhr aufstehst, dann ist ja auch ein Frühstück. Also da kommt es wieder darauf an, wann gehst du ins Bett und darum glaube ich nicht, dass das wichtig ist. Mittlerweile. Almhütten oder Wellnesshotel? Almhütte. Weil man einfach, oft ist der pure Genuss auch schön, einfach wenn man eine Wanderung gemacht hat und kriegt dann einfach eine gute Brotzeit und frisches Bier und hat dann einfach den ganzen Tag frische Luft und hat sich körperlich betätigt und ich glaube, das macht einen glücklicher, wie den ganzen Tag im Auto gehockt und dann in der Sauna. Du brauchst ein authentisches Gastgeschenk aus Bayern. Was kaufst du ein? Wo kaufst du es ein? Ja, wir kaufen gar nichts ein, wir bringen was Selbstgebrachtes mit. Also wenn wir wo eingeladen sind, privat, bringen wir immer Hühnereier mit. Meine Frau hat 10 Hühner. Bringen wir eigene Eier mit, das ist was. Und ich bringe immer was Eingemachtes mit von uns. Zum Beispiel, eine spontane Idee ist unser Bratelschmalz. Da wird zum Schweinebraten oben das Fett abgeschöpft, gesammelt und dann der übrige Schweinebraten wird wieder gewolft oder gewürfelt, besser gesagt, eigentlich in feine Würfel geschnitten und dann mit Speck, Apfel, Meerrettich und Kümmel gebraten, mit dem Fett aufgegossen und dann wird es in Gläsern gemacht. Da gebe ich da noch eins mit. Was drin, das ist... Ja, muss ich mir nur noch ein Brot besorgen für unterwegs. Stefan Fuß, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Und wenn ihr noch mehr von Stefan hören wollt, haben wir noch eine Dreiviertelstunde mit ihm. Da haben wir uns einfach so unterhalten. Die findet ihr auf erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.